Das ist so wichtig, dass man also nicht blindlings glaubt, was verkündigt wird, sondern das große Beispiel sind die Beröer, diese beröischen Juden in Apostelgeschichte 17,11. Ich habe das gerade hier offen. Da heißt es ja, als Paulus hinkam, 17,11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Wir sehen zwei Dinge. Die haben das, was Paulus verkündigt hat, mit Bereitwilligkeit aufgenommen. Ja. Die waren also nicht so, wie ich das erlebt habe, zum Beispiel in einer Bibelgruppe am Konservatorium oder auf dem Gymnasium. Man sagt etwas, ja, aber, ständig. Ja. Und macht dir dann gar nicht Freude. Wenn Leute nicht einfach mal richtig zuhören können bis zum Schluss und sich dann ein Urteil fällen. Aber. Das ist das eine. Sie haben das mit Bereitwilligkeit aufgenommen, aber nicht blindlings, sondern sie haben täglich die Bibel untersucht, gelesen, um zu prüfen, stimmt das überein mit dem, was wir da lesen. So muss man es tun. Also diese Bereitwilligkeit muss da sein, aber nicht blindlings und dann mit dem Wort überprüfen. Und dann ist es eben so, dass man nicht einfach sagt, ja, sowieso hat gesagt oder sowieso hat gelehrt. Nein, da kann man sagen, ich glaube das, weil ich das in der Schrift auch so sehe. Ja. Und das ist edel, denn Lukas schreibt, diese waren edler als die in Thessalonich.